Hallo zusammen zu einer weiteren Session von Black Sad. Wir waren letztes Mal im Spital gewesen. Der Kollege ist im Krankenbett gelegen und wir tun jetzt, wir versuchen den Fall zu lösen und vorwärts zu kommen. Lassen wir uns überraschen, was uns erwartet. Und ich finde das Intro der Hammer. Das ist einfach genial. Oh, den Controller muss ich einstellen, genau. Ladebildschirm. Eben, letztes Mal haben wir hier an den Schuhen geschnüffelt, wo sie sind. Also, vielleicht kann man etwas kombinieren. Dr. Palmer empfiehlt, dass sich Jail nach seinem Herzanfall ausruhen soll. Mary war erst nur im Luna Park, das ist okay. Weiße Fußabdrücke im Boxclub, das nehmen wir mal. Dann. Nein, ich glaube, das bringt uns nichts. Mach nochmal. Oh. Aha, das habe ich letztes Mal jetzt nicht freigeschaltet, okay. Also, das mit dem Fußabdruck und... Nein, die Fußabdrücke stimmen nicht überein. Wenn Yale Joe Dunn umgebracht hat, dann ist er nicht in die Farbe getreten. Oder er hatte andere Schuhe an. Oh, das Telefon. Dann muss Jim anrufen. Ganz Jim, Jay Costiambi am Apparat. Jake, ich bin's, Black Sad. Könntest du... Ich hab zu tun schon. Ich ruf dich später an. Ronald, ab in den Ring! Okay, hat niemand abgenommen. Komm, bringt eh nichts. Ah, schau jetzt da. Ja, die nehmen wir doch.
die umsteuern. Was ist da? Ah, Takte. Kann ich nicht umschauen, okay. Hi. Du bist noch wach, mein Hübscher? Das Telefon. Billig. Dienstplan. Okay. 12:30 Uhr operiert irgendein Doktor. Da ist Yales Patientenakte. Darf ich mir die mal ansehen? Nein, das glaube ich nicht, Schnuckel. Wie wär's, wenn du mir Yales Akte zeigst und ich dich zum Essen einlade? Du bist ja schon ein Hübscher, aber ich bin nicht bescheuert. Ich hätte gerne eine Schachtel Morleys. Schätzchen, hol mal eine Schachtel Morleys für Mr. Schambolzen. Ich werde mir Yales Patientenakte nicht ansehen können, solange sie da ist. Also, da jemand verloren. Offenbar assistiert die Rehkrankenschwester ab 12:30 Uhr Dr. Talbot bei seiner Operation. In 4 Stunden. Ob ich die dazu bringen könnte, früher zu operieren? So, jetzt muss ich... Das ist ja das Telefon... Telefonzentrale, jetzt muss ich dort irgendwie anrufen. Nicht sagen, dass ich sie weglocken kann. Unfallmedizin, genau. Unfallmedizin? Sherry am Apparat? Wollen Sie bitte Dr. Gregor Talbot an den Apparat? Ja, einen Moment. Nein. Es ist so, dass Dr. Talbot laut Dienstplan erst ab 12:30 hier sein wird. Dürfte ich wohl wissen, wer da spricht?
Jerry, hier spricht Dr. Talbot. Wir müssen den Termin um 12:30 verschieben. Ich will, dass alle in 5 Minuten im OP sind. Sollte irgendjemand Ärger machen, sagen Sie bitte, dass es um Leben und Tod geht. Verstanden? Um Leben und Tod, um Leben und Tod. Das soll wohl ein Witz sein. Immer das Gleiche. So, was. Stevie ist genial. Also schön. Wie soll ich das sagen? Ich brauche etwas, das Sie... Nur wenn Sie erraten, warum ich es Ihnen gebe. Sie wollen mir bei meinen Ermittlungen in einem Kriminalfall helfen. Na, wenn Sie mal nicht clever sind. Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, haben Sie gehört, wenn die Hexe wieder zurückkommt. Okay. Reaktion nach Herzstillstand. Keuchhusten. Was? Was steht da? Ach, Sie kennen doch die Ärzte. Das ganz oben habe ich geschrieben. Mal sehen. Extrasystole und Dehydrierung durch Panikanfall. Extra was? Sie wissen schon, Arrhythmien, Herzrhythmusstörungen. Okay. Was ist damit? Nur gut, dass ich weiß, dass Mr. Yale in Dr. Fergusons Obhut ist. Sonst würde ich mir Sorgen machen. Hey, nein bedeutet nein, Miss. Sie wissen tatsächlich nicht, wer ich bin. Kann das sein? Miss, ich habe ganz klare Anweisungen. Und diese Anweisungen sind so klar... Da sind Sie ja, Miss Dunn. Aha. Sagen Sie es ihm, Blackset. Ich krieg's in seinen Dickschädel nicht rein. Weißt du, Hi Phil, sie ist meine Assistentin, Jerry. Assistentin? Inwiefern? Sie hilft mir bei meinen Ermittlungen. Unter uns und bei allem Respekt, Miss. Geht das mit den Rechten der Frauen jetzt nicht doch etwas zu weit? Also schön, nur zu. Schätze mal, die Sache geht Sie auch was an. Ihre Assistentin? Sie glauben, ich würde eine gute Detektivin abgeben? Ja, Sie sind clever und mutig. 2 unserer wichtigsten Eigenschaften. Wow. Ich glaube, das war das erste Mal, dass Sie etwas Nettes zu mir gesagt haben. Wie auch immer. Sie haben Ihren Auftrag erledigt. Ihren Scheck schicke ich Ihnen am Tag nach dem Kampf. Sie können jetzt gehen. Nein. Jetzt bin ich zu Samstag. Hey, hallo? Wie auch immer. Sie haben Ihren Auftrag erledigt. Ihren Scheck schicke ich Ihnen am Tag nach dem Kampf. Sie können jetzt gehen. Nein! Wieso bin ich fertig gewesen? Wie auch immer. Sie haben Ihren Auftrag erledigt. Ihren Scheck schicke ich Ihnen am Tag nach dem Kampf. Sie können jetzt gehen. Oh nein, sie wird irgendeine Dummheit anstellen. Sonja, nicht. Er hat meinen Vater ermordet. Das haben Sie doch selbst gesagt. Nein, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich mir nicht sicher bin. Der hätte Sie fast in der Wohnung dieses
Flittchens umgebracht. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Ihr Vater würde nicht wollen, dass Sie sowas tun. Er war gerecht, aber mit Gerechtigkeit hat das hier nichts zu tun. Schnauze, nichts davon spielt eine Rolle. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Nein, nein, nein. Sonja, nicht. Er hat meinen Vater ermordet. Das haben Sie doch selbst gesagt. Ihr Vater würde nicht wollen, dass Sie sowas tun. Er war gerecht, aber mit Gerechtigkeit hat das hier nichts zu tun. Der hätte Sie fast in der Wohnung dieses Flittchens umgebracht. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Nein. Also. Zusammenreissen, was soll ich wählen? Sonja, nicht. Er hat meinen Vater ermordet. Das haben Sie doch selbst gesagt. Ihr Vater würde nicht wollen, dass Sie sowas tun. Er war gerecht, aber mit Gerechtigkeit hat das hier nichts zu tun. Der hätte Sie fast in der Wohnung dieses Flittchens umgebracht. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Bitte, schießen Sie. Ich werde Sie selbst verhaften. Sind Sie so scharf darauf, im Knast zu versauern? Schnauze, nichts davon spielt eine Rolle. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Da sonst nichts funktioniert, ist es Zeit für einen Bluff. Ich habe die Kugeln rausgenommen, als ich das Ding im Tresor gefunden habe. Nein! 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 Warum sagen Sie so etwas? Oh. Sonja, nicht. Er Also hat meinen Bluff Vater hat ermordet. genutzt. Das haben Sie doch selbst gesagt. Ihr Vater würde nicht wollen, dass Sie sowas tun. Er war gerecht, aber mit Gerechtigkeit hat das hier nichts zu tun. Der hätte Sie fast in der Wohnung dieses Flittchens umgebracht. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Ihr Vater hat alles geopfert, um Ihnen den Weg aufs College zu bezahlen. Wenn Sie das jetzt tun, zerstören Sie die Zukunft, die Ihr Vater sich für Sie gewünscht hatte. Schnauze, nichts davon spielt eine Rolle. Wie kann der denn nicht schuldig sein? Sie können hier doch nicht Selbstjustiz üben. Glauben Sie mir, das würde Sie den Rest Ihres Lebens verfolgen. Ist schon gut. Alles okay. Was? Onkel Tim! Mieze, ich bin aus Los Angeles hergekommen, sobald ich nur konnte. Ich hab doch gesagt, es hat keine Eile. Alles wird gut, mein Schatz. Willst du mir deinen Freund denn nicht vorstellen? Nein, das ist John Blacksad, der Detektiv, der Bobby gefunden hat. Ah, dann ist das hier also rein geschäftlich. Und ich dachte schon, du hast gute Neuigkeiten für deinen Onkel. Ach, Onkel Tim, sei doch nicht albern. Kommt, er soll sich mal lieber aussuchen. Verstehe. Sagen wir mal, Bobby Yale ist wirklich unschuldig. Auf wen sollen wir uns konzentrieren? Wir? Dein Vater hat mein Geld abgelehnt. Aber eines musste ich ihm dafür versprechen. Dass ich mich um dich kümmere, falls ihm etwas zustoßen sollte. Aber ich kann... Ich weiß, dass du absolut in der Lage bist, ganz allein diesen Boxclub zu führen. Aber wir wissen noch nicht einmal, ob Yale überhaupt in der Lage sein wird, gegen Stone anzutreten. Zumal irgendjemand großes Interesse daran zu haben scheint, dass der Kampf ausfällt.
Und irgendjemand muss Mr. Blacksad bezahlen, damit er dieser Sache auf den Grund geht. Bitte, bringen Sie ihn zur Vernunft. Ihr Onkel hat recht. Ihr Vater hätte nicht gewollt, dass Sie das hier allein durchstehen. Siehst du? Hör auf den Detektiv. Na gut, dank dir, Onkel. Vielen, vielen Dank. Komm, hör auf zu weinen, sonst ruinierst du dir noch dein Make-up, meine Mieze. Jetzt mach dich mal frisch und ich lade euch zum Frühstück ein. Ach, halt, meine Handtasche. Ich hol sie. Sie ist sicher in... Blacksad, warten Sie mal eben. Ich glaube, sie braucht etwas Zeit. In Ruhe. So wie wir. Hören Sie, mein Junge. Lassen Sie nichts unversucht, um Joes Mörder zu finden. Lassen Sie nichts unversucht. Wenn's unappetitlich werden sollte, keine Sorge. Ich räume schon wieder auf. Abgemacht? Ich bin kein einsamer Rächer. Wie Sie meinen. Hauptsache, Sie bringen das zu Ende. Nein. Erzählst du wieder Geschichten vom großen Eisenarm? Moment mal, aber natürlich. Der Quarterback von den Milestones. Tim Eisenarm Thorpe. Gut, dass mich die Leute für gewöhnlich schneller wiedererkennen. Blacksad, kommen Sie mit zum Frühstück. Liebend gern. Aber ich muss jemanden um einen Gefallen bitten. Ladebildschirm. Hätte ich noch müssen. Im Zuge meiner Ermittlungen musste ich Jake um einen kleinen Gefallen bitten. Oder ihn einfordern, falls es hart auf hart kam. Weder das hellste Licht am Baume noch sonderlich rücksichtsvoll. Aber vertraue ich ihm? Nein. Halte ich ihn für meinen Freund? Ja. Der trainiert schon seit Ewigkeiten in den gleichen Shorts. Hoffentlich ist ihm nie danach, mich zu schlagen. In den passe ich locker zweimal rein. Wie viele Kopftreffer kassiert ein Boxer im Verlauf seiner Karriere wohl? Der hier ist extra gepolstert, genau wie Jake. Hey, hi. Hey, konzentrier dich, ja?
würde ich gerne irgendwie den Goal betreten. So. Hey, Jake. Jetzt nicht, John. Vielleicht geht's jetzt. Gut, das reicht. 5 Minuten. Los. Was ist, John? Was ist denn so wichtig? Warum trainierst du den Typ da? Ach, stimmt ja. Du weißt das ja noch gar nicht. Sonja hat mich gebeten, den Club zu leiten. Also zumindest den Teil, der Spaß macht. Sobald Bobby Yale wieder auf dem Damm ist, mache ich einen Champ aus ihm. Ich werde ihn Stone zerlegen lassen. Wart's nur ab. Was? Warum siehst du mich so an? Ach, leck mich doch. Was? Ist dir etwas Ungewöhnliches an Sonja aufgefallen? Keine Ahnung. Gestern hat sie gesagt, sie hasst den Club. Aber sie scheint auch den Laden retten zu wollen. Blickst du da noch durch? Ich auf jeden Fall nicht. So sind nun mal die Leute. Man sagt was und tut dann das genaue Gegenteil. Man kann einfach nichts vorhersagen. Könntest du mir verraten, wo O'Leary sein Hauptquartier hat? Wozu? Nein, nein, nein! Das könnte Ärger geben, auf keinen Fall. Wenn wir keine Freunde wären, würde ich Sonja sagen, dass du für O'Leary arbeitest. Wobei, wenn wir wirklich Freunde wären, würdest du erst gar nicht zögern, mir zu helfen. Sag mir, Jake, sind wir jetzt Freunde oder nicht? Scheißkatze. Na gut. O'Learys Versteck ist im Keller eines chinesischen Restaurants, aber ich weiß nicht mal, wie man da reinkommt. Also, dann sehen wir uns heute Abend. Moment, wir waren verabredet? Aber natürlich. Bei dir um 11. Man sieht sich. Ronald, die Pause ist rum. Nach 30 Stunden Arbeit und mehreren Abreibungen sehnte sich jeder Knochen in meinem Leib nach einem Bett. Jetzt bin ich dran. Also ging ich nach Hause. Schließlich sollte der nächste Abend sehr vielversprechend werden. Ladebildschirm.